So, was schreibt denn der da? Ich hau ihm erstmal eine. Oh. Glatze Klatsch. Trocken. Hübsch poliert. Schön. Kann ich ihn jetzt anreden? Nein! Polier wieder, polieren. Auftragen, polieren. Hübsch poliert. So, sehr gut. Okay, jetzt pass auf. Ich tu mal den Blasebalg-Zauberer angucken, ja? Ein graubärtiger Zauberer bringt in einem Herd mit einem Handblasebalg die Glut auf Temperatur. Wenn ich ihn verärgere, verwünscht er mich vielleicht oder verwandelt meine Augäpfel in Heidelbeeren oder sowas. Gut, Verzeihung. Psch. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, mit Holzkohle eine konstante Temperatur von 63 Grad Celsius zu halten? Das erfordert höchste Konzentration. Was soll denn das werden? Eine Art Liebestrank? Oder ein Schrumpfzauber? Oder eine Zauberbohne? Nein, ich will das da kochen, okay? Was bedeutet das? Ja, weiß ich auch nicht. Ich koche es ganz langsam und ganz vorsichtig, damit das Eiweiß und das Eigelb eine einheitlich butterweiche, glibberige Konsistenz annehmen. Warum? Das klingt widerlich. Hast du noch nie von dem da gehört? Nee. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Aber ich hab was zu sagen. Ich muss gleich niesen. Kann immer lang dauern. Ich wollte euch nur schon mal vorwarnen, okay? So. Was macht denn der da? Ein weißbärtiger Zauberer, der ein leicht abgegriffenes Exemplar von Auf Schwimmen 2 Vögel von Flann O'Brien liest. Auf Schwimmen 2 Vögel? Was ist denn das? Kann ich ihn hauen? Wenn ich ihn verärgere, verflucht er mich vielleicht oder lässt meine Azaleen vorzeitig welken oder so. Hallo? Was willst du? Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Faustibus Zauberweber, der Prächtige. Ich bin der hiesige Zauberer. Und wer ist dein Freund mit dem Blasebalg? Das bin auch ich. Ich bewohne momentan 2 physische Körper, damit ich gleichzeitig lesen und auf das Herdfeuer achten kann. Ich hätte da noch eine ergänzende Frage zu deiner Fähigkeit, mehrere physische Körper gleichzeitig zu bewohnen. Ich hatte noch nie Sex mit mir selbst, falls du das wissen willst. Für wen hältst du mich denn? Irgendein Perversling oder so? Irgendeinen ordinären Lüstling der untersten Schublade? Tut mir leid, aber du ahnst nicht, wie viele Leute gleich als erstes daran denken. Widerlich. Echt jetzt. Hätte ich nie gemacht. Also dann, was wolltest du fragen? Hat sich erledigt. Also, was machst du hier? Ich lese. Und achte gleichzeitig auf das Herdfeuer. Gefällt dir dein Buch? Ehrlich gesagt ist es wesentlich trockener und weniger amüsant, als ich es aus meiner Jugend in Erinnerung hatte. Was hat's denn mit dem mysteriösen, schwebenden Buch da auf sich? Das ist ein Zauberbuch. Ach, es enthält Zauber. Ach, in diesem Fall Zauber in Form von kurzen Melodien, die auf einer Zauberflöte gespielt werden. Hey, Mann, da fällt mir ein, ich habe eine Zauberflöte. Könnte ich mir dein Zauberbuch leihen? Nee. Darf ich mir bitte dein Zauberbuch leihen? Ja? Immer noch nein. Okay, dann gibt's Schläge. Warum willst du mir denn dein Zauberbuch nicht leihen? Eine Zauberflöte ist kein Spielzeug. Magie gehört nur in die Hände von erfahrenen Fachleuten. Oder Zigeunern. Ja, Zigeuner können machen, was auch immer sie wollen. Kann ich mir jetzt ein Zauberbuch leihen? Nee. Okay. Tschö. So. Adieu. Also, ich rede nochmal mit dem da. Wie kommst du mit deinem Ei voran? Sehr langsam. Ich
ich steige da jetzt mal mit ein. Ne? Moment, die Zauberlehrlinge, denen kann ich die Flöte geben? Ich weiß doch gar nicht mehr, wie das ging. Mann, ist schlecht. Ich hab den... Pass auf, es war nicht 3,15, es war 3,16. 3? Also ich bin noch nicht fertig. Ja, ich glaube, die Melodie war nicht magisch genug. Außerdem ist das doch nur eine Melodie, um kleine hölzerne Pferde in kleine lebendige Pferde zu verwandeln. Okay, ich flöte. Kann ich die Flöte mit dem Buch verwenden? Okay, jetzt muss ich wieder flöten. Okay. 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay. Nee, das ist es auch nicht, habe ich so das Gefühl. Okay, komm. Okay, habe ich denn irgendwie... Ich habe ein Skizzenbuch und eine Feder. Ich benutze die mal mit dem hüpfenden Geiger. Ich bin nicht talentiert genug, um ein bewegliches Ziel zu zeichnen. Ja, dann, pass auf, zeichne doch mal das Buch. Er zeichnet nur Porträts. Ach so. Mach den da, der bewegt sich quasi fast nicht. Naja. So, ich bin mir nicht sicher, wie ich hier weiterkomme. Ich gehe mal zu dem Tor. Pass auf, ich habe noch einen Schlüssel. Nein, nicht dahin. Da, klopf mal an. Also ich habe ja noch einen Schlüssel. Soll ich mal probieren, ob der Schlüssel auch für dieses Tor funktioniert? Ja, nee. Gut. Also, dann habe ich noch einen großen Kohlkopf. Kann ich vielleicht den Kohlkopf da... Das wird auch nichts. Kann ich den vielleicht der Frau geben? Ach so. Hier hast du ein paar Birnen. Nee, will sie nicht. Also lass mal gucken. Hilft der Irren, ihre Wanne zu füllen. Okay, ich bräuchte da wohl ein Zauberbuch für, hat sie ja gesagt. Aber reicht vielleicht auch einfach ein bisschen Wasser. Guck mal hier, da. Was ist denn mit der da? Hey, Schnecksche. Schwer ab, du Ekel. Lass mal reden. Hey, Schnecksche. Zieh ab. Okay. Geh ich halt. Tschüsseli. So, pass auf. Ich glaube, man konnte... Ich komme ja von da oben, ja? Ich gehe mal da unten hin. Man konnte da noch hochgehen. Wir gucken uns mal ein bisschen um, ja? Vielleicht habe ich ja irgendwo eine Eingebung. Ein Landschaftsmaler und ein einsamer Harfenist. Ein gekonnt getarnter Harfenist, der sich beim Spielen von Claude Gaudimels Psalm 42 aus dem Genfer Psalter einige Freiheiten nimmt. Ui, da freue ich mich aber. Bravo! Pluck, 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 Strum, Strum. Der kriegt... Jeder Musiker ist ein guter Musiker, wenn er Schlagzeuger ist, noch mehr. Gut. Kann ich das Haus? Ich kann in das Haus. Aber ich will mit dem da, ich will den da angucken. Ein Landschaftsmaler, der eine Landschaft malt. Ach, Wahnsinn. Auf seiner steilen Böschung da oben komme ich nicht an ihn ran. Und das will ich auch eigentlich gar nicht. Hallo, du da oben. Wer hat das gesagt? Sprichst du aus der anderen Welt zu mir? Nein, ich spreche von hinter dir zu dir. Hinter mir? Eine Stimme aus meiner Vergangenheit? Faszinierend. Du bist nicht zufällig meine Großmutter, oder? Ich hätte da ein paar Fragen zu deinem Strudelrezept. Hä? Nein. Ich bin keine Stimme aus der Vergangenheit. Ich stehe buchstäblich hinter dir. Hinter mir?
Um mich zu finden, muss ich also erst mich selbst finden? Nein, um mich zu finden, musst du dich erst umdrehen. Hast du was geraucht? Und ob? Ey, deine Finger haben sie auf dich abgesehen. Du solltest sie zerstören, bevor es zu spät ist. Was? Komm zurück. Was ist denn jetzt? Was? Komm her. Fürchte die Finger. Oh Himmel, nein. Was ist denn jetzt los? Okay, der hat jetzt Angst vor seinen Fingern. Ja, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Geh mal da rein, da. Eine enthusiastische Organistin. Die spielt Johann. Na, was sage ich mit Doppel-N? Also Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge F-Dur. Bravo! Hui! So, ich gucke mich hier mal noch ein bisschen um. Da sitzt ein Pfaffe. Oh weh, nicht ein Pfaffe. Die schlimmsten. Ein weißbärtiger Pfaffe mit einer glanzlosen Glatze. Und ohne Stuhl. Glänzt meine heute? Bin aber auch kein Pfaffe. So. Da hinten ist ein Schrein. Kann ich den Witz bringe ich immer, oder? Hey, jetzt hör doch mal auf, Mann. Also ja, es ist ja okay, ne? Aber das muss jetzt halt wirklich nicht sein. Ich will den doch halt... Da steht Schrein. Mein Hirn, haha, den kann man anschreien. Und dann benutze Mund mit Schreien und dann schreit er nicht, sondern macht so dumm Zeug. Ein hübscher kleiner Schrein mit einem Steinbecken und mehreren Jesusbildern. Ja, komm her. Ah ja, beten tut er ja dann. Gut. Ach, jetzt kommt. Okay, ich bin gespannt. Hilfe, Hilfe, was ist denn hier los? Hilfe. Ich sagte, lass dich von einem göttlichen Leuchten erfüllen und lass alles Körperliche hinter dir, um eins mit dem Äther zu werden. Nicht, mach die Augen zu und spring. Wenn du nicht bald lernst, richtig zuzuhören, wird das mit der Levitation nichts. Jesus, hilf doch dem armen Jungen einfach runter. Das werde ich nicht. Denn siehe, meine Handflächen tragen noch immer die Splitternarben vom letzten Mal. Autsch. Also von allen am Schrein bete Witzen war das der döfste. Also der war, naja. Man kann nicht immer gewinnen. So, was schreibt denn der da? Ich hau ihm erstmal eine. Oh. Glatze Klatsch. Trocken. Hübsch poliert. Schön. Kann ich ihn jetzt anreden? Nein! Polier wieder. Polieren. Auftragen, polieren. Hübsch poliert. So, sehr gut. Da ist eine Kerze. Eine Radierung von barbusigen Irren auf einem Ochsenkarren, die groben Unfug treiben. Zeig mal her. Barbusige Irren, tatsächlich, ja. Die treiben wirklich groben Unfug. Also wirklich, sowas macht man nicht. Wieso hat denn der Ochse da eine Uhr auf dem Kopf? Das ist mir zu... Okay, was haben wir hier? Ein klappriger alter Bischof in einem staubigen Priestergewand. Erstmal eine Wamschen. Na? Alles klar? Ein klappriger alter Bischof in einem staubigen Priestergewand. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. So, Grüße, Exzellenz. Wie kann ich dir dienen, mein Kind? Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Bischof Staubwedel, Eigentümer dieser Kirche und alles darin Befindlichen. Was hat's denn mit dieser schrägen Radierung da auf sich? Ja, ich liebe einfach gute Radierungen. Warum ist es hier so still, bis auf die Musik halt? Die orgelt sich da einen ab. Religion ist hier gerade etwas aus der Mode gekommen. Da jetzt das Zeitalter der Vernunft anbricht und so. Außerdem haben wir die Kirche wohl etwas zu weit oben auf dem Hügel gebaut. Und,
Es gab da einige Vorfälle. Ich verstehe. Warum ist es hier so still? Ja, habe ich doch gerade erzählt. Zeitalter der Vernunft, Kirche, Hügel, Vorfälle. Okay, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, aber okay. Gott segne euch. Adieu. Möge Gott auch dich segnen, mein Kind. So, was ist mit dem Pfaffe da? Ich gucke mal an. Ein weißbärtiger Pfaffe mit einer glanzlosen Glatze und ohne Stuhl. Weißt du, ich bin ja schon froh, dass er ihm nur die Glatze poliert. Jetzt sehe ich erst jetzt, guck mal, wie das jetzt schön glänzt. Hier, siehst du? Wahnsinn, oder? Wunderschön. Oh, ein wichtig aussehendes Schild. Spucken verboten. Das hätte ich vielleicht mal vorher angucken sollen. Ups. Das ist zu weit oben, ich komme da nicht ran. Oder ich bin zu weit unten, ja. So oder so, ich komme nicht ran. Und will ich auch nicht, vergiss es einfach. Ja, dann lass mal mit dem Schild reden. Hallo, Schild. Wie geht's dir heute? Warum redest du mit dem Schild? Warum tut irgendjemand irgendwas? Es ist alles Teil von Gottes Plan? Es ist alles Teil von Gottes Plan. Okay, ich mich noch ein bisschen weiter umgucken. Vielleicht finde ich hier irgendwie noch was. Schrein habe ich schon gefunden. Was bringt das mir jetzt? Dass das hier so glänzt, ne? Hey, ich brenne! Ah, mein Hut! Achso, okay. Ich dachte, mein Hut brennt. So. Kann ich... Was hat denn der da eigentlich? Bischof Staubwedel, Eigentümer dieser Kirche und alles darin Befindlichen. Okay. Kann ich dem vielleicht... einen Kohlkopf anbieten? Ich werde meine mühsam gehorteten Fressalien bestimmt nicht mit diesem Heini da teilen. Okay. Wir lassen die jetzt mal in Ruhe und gehen da jetzt raus. So. Ey, du da! Pass mal auf deine Finger auf! Fürchte die Finger! Oh Himmel, nein! Keine Ahnung, was das soll. Ach, das soll eine Kirche sein. Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist eine Kapelle. Ich kenne aber auch, ganz ehrlich, ich kenne nicht den großen Unterschied zwischen einer Kirche und einer Kapelle. Das ist, nee, was ist denn hier los? Wieder voll verfehlt, lol. Das wird langsam peinlich. Knapp daneben ist auch vorbei. So, ich gucke mal hier. Ein vollbekleideter Mann und zwei völlig unbekleidete Kinder spielen Thielmann Susatos Basse Danze mein Verlangen. Jo, dann lass mal Danze. Ich glaube, der Schuss hat einen Sumpfotter getötet. Warte. Ich will applaudieren. Die machen das schon gut. Applaus. Bravo. Und das hier, der Herrgott. Der allmächtige Herrgott, dessen Wege zur Abwechslung mal verdächtlich ergründlich wirken. Ich fürchte, es wäre nicht die beste Idee, den Herrgott eine zu scheuern. Das ist deine Meinung, meine ist was anderes. Hallo? Bitte tu einfach so, als sei ich nicht hier. Da ist ein Hund. Da ist ein Jagdhund. Seine Aufgabe ist es, die ermordeten Vögel einzusammeln, nachdem der Vogelmörder sie ermordet hat. Wobei es aussieht, als ob er gerade streikt. Ah, also gut, alle, so brav, ja. Ah, brav, alle. Richtiges brav, alle. So, ich muss mir den hier mal angucken. Also. Ah, ja. Ein knackiger, textilfreier Jäger, der von einem benachbarten Felsvorsprung aus lauthals die Konkurrenz verhöhnt. Klassiker. Zwischen uns liegt ein gefährlicher Abgrund. Ich kann da nicht drüber gehen, die meine scheuern. Hallo? Was? Was? Hallo? 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 Ich kann dich nicht hören. Was? Vergiss es. Okay.
So, habe ich irgendwas, einen toten Vogel oder so? Das stehen. Dann gucke ich mir den halt mal an. So. Seine Stiefel und Hosen stehen 3 Nummern zu groß. Also die sehen 3 Nummern zu groß für ihn aus. Stimmt. Ganz zu schweigen von seinem lächerlichen Gewehr. Ist das Gewehr auch zu groß? Komm, ich patsch ihm eine. Ah, ja, so ein Braver. Hallo, ja? Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Peter Van Pjotta, der hiesige Vogelmörder. Was machst du hier? Lass mich raten. Vögel ermorden. Ich versuche hier ein paar Vögel zu ermorden. Ey, bin ich gut oder was? Aber ich habe Schwierigkeiten dabei einzuschätzen, wie weit sie weg sind. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Ja, bitte. Mein Helfer ist von der Klippe gestürzt. Ernsthaft? Du liebe Güte. Soll ich runterklettern und nachsehen, ob es ihm gut geht? Nicht nötig. Er hat das sicher nicht überlebt. Aber ohne ihn kann ich nicht einschätzen, wie weit diese verdammten Vögel weg sind. Kannst du mir beim Sichten helfen? Also, vielleicht sollten wir eher versuchen, deinem Freund zu helfen. Das ist vielleicht eine bessere Idee irgendwie so. Was, wenn er den Sturz überlebt hat? Er wird dringend einen Arzt brauchen. Der nächste Arzt ist am anderen Ende des Tals. Wenn er jetzt noch nicht tot ist, überlebt er den langen Weg bestimmt nicht. Ja, aber wir sollten definitiv versuchen, für deinen Freund einen Arzt zu holen. Was meinst du, was ein Arzt für einen Mann mit zertrümmerten Knochen tun kann? Als ich zum letzten Mal beim Arzt war, wollte der mir ein Loch in den Schädel bohren, um meine Kopfschmerzen zu heilen. Das sind bessere Quacksalber, keine Wunderheiler. Ein Sturz von einem Berg überlebt man nicht. So ist es einfach. Sollten wir seine Familie informieren vielleicht? Du nimmst diese Todessache viel zu ernst. Es sterben ständig Leute. Mein Onkel ist vor 2 Tagen an einer infizierten Papierschnittwunde gestorben. Ernsthaft? Eine Woche vorher hat ein böser Schnupfen unsere zweitälteste Tochter weggeholt. Und siehst du mich deswegen Trübsal blasen? Es kann sehr gefährlich sein, seinen Kummer zu unterdrücken. Vielleicht solltest du dir ein paar Tage frei nehmen. Etwas Zeit mit den wenigen deiner Lieben verbringen, die dir noch bleiben. Vielleicht solltest du deine Nase nicht in meine Angelegenheiten stecken. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, gut, ich helfe dir, okay? Großartig. Kennst du die Namen aller einheimischen Vögel? Slim, Jim, Gringo, Hans, Fritz, Schorsch, de Karl, de Berti, aber de Berti hat als oft im Karl sei Kapuff und deswegen geht das, wäre de Schorsch. Und die Angelika. Ich glaube, ich habe einen getroffen, der hieß Andreas. Ja, der habe ich vergessen. Aber der war ja auch nicht von hier. Geht ja um die hiesigen Vögel. Kein Problem. Nimm das Buch. Damit kannst du die Namen der einheimischen Vögel lernen. Komm wieder, wenn du mir mindestens 10 nennen kannst, dann legen wir los. Moment, also. Hilf dem Jäger auf der Klippe, seine Beute zu sichten. Moment. Das ist das Buch. Und... Ja, aber ich kann es ja gar nicht benutzen mit mir. Benutze Buch. Was ist denn das mit dem Hund da eigentlich? Keine Ahnung. So, ich benutze das mal mit dem Jäger. Ah. Okay, allen Anschein nach ist das gar kein Vogel. Wie jetzt? Warte mal. Hallo. Also. Was soll ich mit dem Buch nochmal machen? Lerne damit die Namen der einheimischen Vögel, damit du mir beim Sichten helfen kannst. Komm wieder, wenn du mir 10 einheimische Vogelarten nennen kannst, dann legen wir los. Ja. Okay. Wiedersehen. Viel Spaß beim Vogelsichten. Ach so. Ah, guck mal, da ist noch ein Teleskop. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ein bärtiger Mann, der seiner Frau einen rohen Fisch andrehen will. Gut.
Ich habe nichts gesehen. Ihr etwa? Ich bin jetzt sicher, ob ich das hier sehen will. Okay, das ist jetzt doch aber irgendwie interessant. Was ist denn das? Das ist eine Art Vogel oder so. Ein Riese, der Münzen aus einem Sack schüttet, während Bauern ihm in den Hintern kriechen. Ja, aber was ist jetzt mit dem Vogel da? Moment. Ich kann das Buch nicht benutzen. Ich dachte, ich könnte jetzt das Buch mit dem Vogel da benutzen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's, bitte. Geht nicht mehr weiter? Achso, geht nicht mehr weiter. Da ist noch was Interessantes gerade. Ein schmieriger Schuft, der von verärgerten Bauern in einen Saustall gestopft wird. Da ist ein Vogel. Das ist eine Art Vogel oder so. Das ist ein Tukan. Weiß das sogar ich. Was haben wir denn hier? 2 kräftige Bauernburschen, die sich einen abasten. Und da ist eine Art Vogel oder sowas. Was soll ich denn mit dem Art Vogel oder sowas machen? Ich dachte jetzt, da müsste man jetzt kombiniere Buch mit Vogel und dann kann ich gucken, was es ist oder so. So, bleibt also notgedrungen, muss ich jetzt halt... Es tut mir leid, aber es muss wohl sein, ja. Ein kleiner Eierdämon, der die sicher verstauten Weichteile eines eifrigen Säufers kitzelt. Und da ist eine Art Vogel oder so. So. Nun gut. Wie... Da komme ich raus. Kann ich das Buch mit dem Teleskop benutzen? Ach so! Ich muss das Buch mit einem Vogel benutzen. Ach so! Ja, okay, das ist zu intelligent für mich. Da kommt doch keine alte Sau drauf. Ernsthaft jetzt. Benutze Buch mit Vogel, um rauszufinden, was für ein Vogel das ist. Nee, also manche Rätsel sind einfach zu hart. Das geht nicht. Die kriege ich nicht hin. Ich brauche Luft.